Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum Teil 2 des Hinrundenfazits. Diesmal werden wir ein bisschen über unsere sportliche Führung neben dem Trainerteam sprechen und ein bisschen über die Vereinsführung und werden da auch so ein klein bisschen Fazit ziehen. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke aktivieren, wa? Gut, damit gehen wir rein. Ja, Max Eberl wurde viel gescholten, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, denke ich. Ich denke, Max Eberl und da nehme ich, Christoph Freund mit rein, haben, wenn auch gezwungenermaßen vielleicht, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, die Transferphase, wie gesagt, ich war von Anfang an ganz klar der Meinung, dass dieser Kader völlig ausreicht, ja, und das bin ich auch weiterhin. Ähm, wenn Spieler ausfallen, da müssen die Jungs aus der zweiten Reihe rein, ja? Da müssen die Jungs rein. So, wann sollen die Jungs sonst ihre Chancen bekommen, ja? Wir reden immer von Campus, 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 wir wollen Spieler einbinden. Ja, dann kannst du nicht mit 'm 30 Mann, starken Kader dastehen und ja, was bringt das? Ja, dann hast du wieder 5, 6 Spieler da, die gar kein Teil dieser Mannschaft sind und kaum Einsätze haben, nur mal spielen, wenn jemand ausfällt, dann auch keine Leistung bringen können. Von daher ist es doch viel schöner, dass du dann sagen kannst: „Ja gut, wenn halt jetzt 2 ausfallen, dann ist das so, ja, dann holen wir 'n Jugendspieler hoch, der die Qualität hat, bam, ja. Ähm, ja, wenn's nach Max Eber gegangen wäre, hätten wir sehr wahrscheinlich 'n Backup verpflichtet für Harry Kane. Da hat Uli Hoeneß gesagt: „Nö, ist nicht. Hier, ihr könnt einen ausleihen.“ Die Leihe von Nicolas Jackson für 16 Millionen ist natürlich schon wild, 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 ja, wenn man auf die Kohle schaut. Hättest du wahrscheinlich auch irgendeinen talentierten Spieler verpflichten können aus der 2. oder dritten Reihe irgendwo. Keine Ahnung, wird sich in der Rückrunde zeigen, wie gut oder schlecht dieser Wurf war. Ja, ich denke, er ist noch mal 'ne gute Alternative, weil er einfach noch mal 'ne andere Art Spiel reinbringt in diese Mannschaft. Von daher, für mich haben Max Eberl und Christoph Freund 'n sehr, sehr guten Job gemacht, was das Transferfenster anging. Jetzt in der Winterpause gibt es nix zu tun, ja. Es gibt zu tun, vielleicht Sascha Boe abzugeben, vielleicht Leon Goretzka abzugeben. Beide hätten keinerlei Einfluss auf diese Mannschaft. Ja, Leon Goretzkas Leistung war 'ne Katastrophe. Du hast 'n Tom Bischoff, du hast 'n Conny Leimer, der wieder frei wird, weil, Linksverteidiger Ito da ist, Linksverteidiger Davis wieder da ist. Ja, das heißt, Conny Leimer wäre vielleicht dann 'ne Alternative als Rechtsverteidiger für Stani, wenn Stani nicht kann. Ansonsten wäre auch 'ne Alternative in der Zentrale, ja. Ähm, Punkt. Ja, also die beiden Abgänge, die wir da hätten, könnten wir locker intern mit diesem Kader auffangen. Und nochmal, wenn man das jetzt auch gesehen hat in Heidenheim, du hast auch noch Jungs dahinter, ja, sowohl fürs zentrale Mittelfeld wie für andere Positionen. Von daher, ja, also sollten sie das jetzt auch noch hinkriegen, dass 'n Boe, so leid's mir tut, wirklich verkauft wird, 'n Leon Goretzka vielleicht noch, abgegeben wird, dann ist, das Saisonfazit sehr, sehr gut, ja, für beide, ja. Auch wenn man hört, was da vielleicht noch so in der Hinterhand ist, was man so im Auge hat, sind wir da auch auf 'm sehr, sehr guten Weg. Die Vertragsverlängerung von Upamecano ist natürlich 'ne Geschichte, da macht keiner 'ne gute Figur im ganzen Verein. Da nehme ich auch gerne alle anderen mit rein, ja, von Aufsichtsrat Hoeneß, von Chrissy und so weiter, ja. Also, das ist keine gute Figur. Man lässt sich wieder auf der Nase rumtanzen. Das soll gar keine Kritik an Opa sein. Dass Opa das tut, ist völlig legitim, wenn man schaut, was Alphonso Davies an Geld bekommt, ja, und wie er den Verein ausgezogen hat letztes Jahr. Ist das völlig legitim, dass Opa jetzt denselben Move macht und sagt: „Jo, ich möchte jetzt auch 20 Mille Handgeld und 'ne Ausstiegsklausel in meinen Vertrag.“ Ja, völlig legitim, kann ich voll nachvollziehen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Der Verein ist selber schuld. Der Verein hätte bei Alphonso Davies 'n Exempel statuieren müssen, sollen müssen, dann wäre da so was gar nicht erst gekommen. Wenn man den Vertrag jetzt mit Opa auch verlängert zu wilden Konditionen, ja, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der nächste Spieler auch nicht 'n Jahr vorher seinen Vertrag verlängern wird, sondern auch ins letzte Vertragsjahr geht, weil er einfach viel, viel mehr Druck aufbauen kann auf den Verein, ja. Das ist super dumm, dass der Verein sich dazu hat hinreißen lassen. Ich bin sehr gespannt, wann
der Spieler da ist, wo man das Exempel statuieren wird und sagen wird: „Ey, wir lassen uns auf diese Scheiße nicht mehr ein.“ Entweder wird der Vertrag ein Jahr vorher verlängert oder der Spieler wird abgegeben. Will der Spieler dann nicht gehen, wird auf die Tribüne gesetzt und fertig. Ja, so, Punkt. Das ziehst du einmal durch und dann wird kein Spieler jemals wieder auf die Idee kommen zu sagen: „Ey, ich gehe in mein letztes Vertragsjahr und, will mir 'n fettes Handgeld reinziehen und wenn nicht, gehe ich woanders hin“, ja? Wie gesagt, das Grab hat man sich selber geschaufelt und das musst du dann jetzt auslöffeln, ja? Also, kein Vorwurf an Opa. Das ist mit Sicherheit eine Geschichte, die man kritisieren kann und das ist natürlich auch eine Geschichte, die Max Eberl betrifft und Christoph Freund. Ähm, Man kann nur hoffen, dass sie daraus lernen, ja? Also, I don't know. Aber nochmal, da musst du auch alle anderen Verantwortlichen mit reinnehmen, ja? Und damit sind wir halt schon bei allen anderen Verantwortlichen. Uli Hoeneß hat mal wieder Uli Hoeneß Sachen gemacht, ja? Hat wieder ein Bild abgegeben in der Öffentlichkeit, was eine Vollkatastrophe ist, ja? Es war schon unter Thomas Tuchel so, auch jetzt sich dahinzustellen und 'n Sportvorstand derarten bloßzustellen mit irgendwelchen wilden Aussagen. Ich weiß nicht, wem man damit helfen will. Das ist eine reine Selbstinszenierung von Uli Hoeneß. Das hat nichts damit zu tun, dass man dadurch Max Eberl helfen will, dass man dem Verein helfen will oder sonst was. Das ist dummes Gelaber, auch dieses dumme Gelaber. Ja, wenn wir das Gefühl haben, dass im Verein alles gut läuft, dann ziehen wir uns zurück, Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß. Ja, dann tschüss. Es läuft ja gerade alles rund. Ja, so, wird natürlich nicht passieren, ja. Uli Hoeneß ist einfach aus der Zeit gefallen, der ist einfach stehen geblieben in vielerlei Hinsicht, in vielen Ansichten. Die Welt verändert sich schnell, extrem, gerade auch die Gesellschaft. Und da sind teilweise Menschen einfach stehen geblieben vom Kopf her, ja. Es ist halt nicht mehr wie vor 5 Jahren, wie vor 10 Jahren. So, Punkt, ja. Ähm, Das heißt nicht, dass Uli Hoeneß nur Scheiße gelabert hat oder mit allem Unrecht hat. Nein, natürlich nicht. Aber ey, er sollte einfach seine Gosche halten in Bezug auf solche Themen in der Öffentlichkeit. Auch über solche Themen wie was völlig respektlos und despektierlich war, gegen Jackson gegenüber. „Ja, den haben wir verpflichtet, den haben wir ausgeliehen. Ja, der muss, 40 Startelf-Einsätze haben, der wird eh nicht verlängert, der“ Ey, was soll sowas in der Öffentlichkeit? Halt doch einfach deine Fresse. Sorry. Ja, das sind Themen, die regen mich maßlos auf. Wie kann man so über einen eigenen Spieler herziehen? Ja. Ja, es ist doch schön, dass man sich da abgesichert hat und dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man den Spieler danach oder dass eine Kaufoption stattfindet und man den Spieler dann für 62 Millionen kaufen muss. Aber red doch nicht so, als wäre er irgendwie, weiß ich nicht, Notnagel, 'n schlechter Spieler, der seine Einsätze eh nicht bekommt und doch gar nicht in der Öffentlichkeit. Was hat das für einen Sinn, ja? Wir könnten die Themen jetzt durchgehen, möchte ich gar nicht, habe ich gar keinen Bock zu, die ganze Scheiße noch mal durchzukauen, die Uli Hoeneß wieder in dieser Halbserie von sich gegeben hat. Ähm, Ob das alles so gut ist für den FC Bayern, weiß ich nicht. Dass immer wieder diese Nachfragen kommen auf den PKs, wenn Uli Hoeneß Scheiße erzählt. Ey, es ist schön und gut, dass er mit Herzblut dabei ist und wir haben super viel Uli Hoeneß zu verdanken. Alles ist gut. Aber es ist einfach an der Zeit, dass der Mann einfach mal die Goschen hält, ja? Anscheinend nimmt ihn ja intern keiner mehr ernst, sonst müsste er ja nicht in die Öffentlichkeit gehen und sich da äußern, ja? So, das ist das Gefühl, was man hat, ja? Ähm, Vinny lacht das immer alles weg und sagt: „Ja, ich habe super viel Respekt vor Uli und Uli darf das sagen, weil bla 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 bla.“ Genau dasselbe sagt Max Eberl. Ich denke, im stillen Kämmerchen, werden die alle ihren Teil sich denken, ja? Und ich denke, auch Uli Hoeneß weiß das, dass sein wie gesagt, es gibt für mich was ist der Grund, das in der Öffentlichkeit zu tun? Entweder ist es reine Selbstdarstellung oder man hat intern nicht mehr für voll genommen und da muss man das, öffentlich, darlegen, um weiß ich nicht, ernster genommen zu werden. I don't know. Schwierig, ja? Uli Hoeneß, ey, alles gut, der kann gerne Aufsichtsratmitglied sein. Man kann auch gerne intern kann er ja auf den Tisch schauen, kann machen und tun, aber das muss intern bleiben. Nach außen hin hat man eine Einheit zu sein, ja? Und das wurde durch diese Auftritte
ein bisschen in Frage gestellt. Ich meine, jetzt ist alles ruhig, weil der Erfolg auch da ist und so weiter. Trotzdem, meine Wünsche fürs neue Jahr wären einfach: „Uli, halte dich in der Öffentlichkeit zurück. Intern kannst du alles raushauen, ja, ist alles gut, aber das geht uns draußen nichts an, ja?“ Und es schadet dem FC Bayern mehr, als dass es hilft, wenn sich da jemand aus dem Aufsichtsrat hinsetzt und irgendwelche Internas ausplaudert über Spielerverträge oder über den Sportvorstand herzieht. Ja, das ist keine Art und Weise. Das war also nicht gut. Die andere Sache, die nicht gut ist Jan Christian Dresen. Wer die Jahreshauptversammlung gesehen hat, für mich eine absolute Farce, seine Aussagen zu unseren Sponsorings. Auch die Dünnhäutigkeit, die da an den Tag gelegt wurde. Ähm, Visit Rwanda hat man sein gelassen, dann auf Druck hin, ja. Hat dann das nächste abgeschlossen, was fragwürdig ist, hat das damit verargumentiert, dass andere Vereine das auch tun und bla und Sülz und war da super dünnhäutig gegen einen Ott. Super schwierig, ja, und hat mal das wahre Gesicht von Jan Christian Dresen gezeigt, wo er seine Maske mal hat fallen lassen und nicht immer der freundlich nette, und respektvolle Mensch ist, den er in der Öffentlichkeit immer bisher gegeben hat. Ähm Das war sehr schade, hat mich sehr enttäuscht. Es ist völlig okay, wenn man da 'ne andere Meinung hat und das irgendwie ja, auch wenn man das so verargumentiert, wie er's getan hat: „Ja, das ist unser Sponsoring, das werden wir auch nicht kündigen, wir stehen dazu, Blasewitz.“ Alles gut, kann man ja haben, kann man ja vertreten, diese Meinung als Verein, ja, aber nicht auf diese Art und Weise. Nicht auf diese Art und Weise, wie das getan wurde. Das war einer Vereinsführung unwürdig. So, weil das war kein dummes Stammtischgelaber, was da vorgetragen wurde von Herrn Ott. Das waren valide Takes, die da gebracht wurden und gut. Ja, da muss man nicht so reagieren, wie da reagiert wurde. Das hat mich sehr enttäuscht. Ähm, Es hat mich natürlich auch enttäuscht, dass man diese Placements immer wieder macht. Ich verstehe es nicht, warum man für ein paar Millionen seine Werte verkaufen muss. Man stellt sich immer hin als Verein und predigt, wir haben die und die und die und die und die Werte, Menschenrechte, Frauenrechte, alles ist uns wichtig. Und dann schließt man Placements ab, wo du weißt, dass die Leute, die dahinter stehen, ganz andere Ansichten haben. Das passt halt dann irgendwo nicht zusammen und ist sehr schade aus meiner Sicht, ja. Ähm, und das enttäuscht mich auch, bin ich ganz ehrlich. Und nochmal, es ist ja jetzt nicht so, dass du da 50 Millionen mehr kriegst, wie du woanders kriegen würdest. Ja, ich weiß nicht, wie viel dieses uns pro Jahr gibt, 10, 20 Millionen, ja. Ja, und würdest du irgendwas anderes nehmen, kriegst vielleicht nur 5. Das heißt, für 10 oder 15 Millionen im Jahr verkaufst du dann am Ende des Tages ein bisschen Glaubwürdigkeit von deinem Verein, ja? Und das weiß ich nicht. Ist das the way to go? Ja, das ist ein Serge Gnabry Jahresgehalt. Ja, weiß ich nicht, ja? Muss man dafür seine Werte verkaufen öffentlich und dann noch Mitglieder, die das kritisieren, derartig ohne Anstand, ohne Respekt so angehen? Boah, fand ich sehr schwierig als Vereinsführung, ja. Auch dann von Herbert Hainer, der erstmal so eine sehr, sehr gute Jahreshauptversammlung gegeben hat, aber die Interviews im Nachgang waren auch eine Farce und hat mich sehr enttäuscht mich immer noch, ja. Ähm, Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht in den kommenden Jahren. Ich habe da kein gutes Gefühl, ja. Ich denke, da werden noch viel, viel mehr Kontroversen kommen. Leider, ja. Also, Bild der Vereinsführung, würde ich sagen, war so mittel in der Hinrunde. Erst recht, wenn wir dann den Aufsichtsrat mit Uli Hoeneß mit reinnehmen, dann geht's sogar eher in die schlechte Richtung, ja. Max Eber und Christoph Freund haben 'n guten Job gemacht bisher. Abgesehen von der Vertragsverlängerung mit Upamecano haben wir ausgiebig jetzt besprochen. Also, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Verbesserungspotenzial vorhanden. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich der Verein weiterentwickeln wird in den kommenden Jahren, gerade was Sponsorings anbelangt. Und ja, ich bin gespannt. Schwer vorherzusagen. Gut, Leute, das ist mein Fazit zur Hinrunde, zu unserer Vereinsführung. Und
Ja. Man kann es vielleicht so zusammenfassen in einen Satz, für mich persönlich. Es ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da. Es war gut, dass man das Ruanda-Placement, ich nenne es mal Placement, Sponsoring hat fallen lassen. Dann aber gleich das nächste Fragwürdige zu nehmen. I don't know why. Ja, der Verein lernt halt nicht aus seinen Fehlern. Das ist halt so. Ähm, und die Argumentation und die Dünnhäutigkeit zeigt dann auch, ja, was der wahre Charakter ist. So, das ist für mich persönlich enttäuschend. Aber gut, wir werden sehen, wo die Reise geht. Am Ende muss das jeder für sich selber bewerten und auch für jeder für sich seine Konsequenzen ziehen. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, Leute, rot rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.